Hallo und herzlich willkommen bei mir auf GetSwitch und zum Vlog. Wir gehen nämlich heute an TubeCon und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wunderschönes Wetter, aber ich fühle mir hier im Fall echt den Arsch ab. So kalt, es ist etwa minus 57 Grad. Ich habe das Gefühl, ich bin am Nordpol. Wir laufen Tränen runter. Wow, ich muss unbedingt rein. So, wir sitzen in dem Raum, wo ich dann mein Panel habe. Und jetzt ist noch niemand da. Seht ihr? Es ist alles leer. Oh, Stefan ist weg. Ich bin sehr, sehr gespannt, sehr, sehr nervös. Ich weiss noch gar nicht, wer mir die Suppe genau eingebrockt hat. 3/4 Stunde muss ich reden und ein Kochvideo machen, ohne Kochen und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, wir gehen erforschen. So gut, hier ist, glaube ich, der Gaming- und Action-Bereich. Zara! Und es ist noch kein Soul da. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir runter crashen. Es ist gerade einer am Fliegen. Achtung! Oh mein Gott! Noch hast du voll machen. Ich will den Vlog crashen, ohne Witz. Vlog Crash! Vlog Crash! Oh mein Gott, habe ich Hunger. Ah, aber das Catering ist noch nicht offen. So, wir sind hier eigentlich in der Haupthalle und hier wird fleissig gefüttert. Die wir da nicht stören. Du bist doch Küche-Ding. Jetzt geht es weiter. Mainhalle, wo eigentlich alles so ein bisschen abgeht und so. Wir sind nicht in die Hose runterziehen, weil wir alle meine Hosen immer haben. Das ist nur ein mühsam. Dann ist das Handy drin, die Läden an. Was habe ich noch alles drin? Nein, sonst geht es eigentlich noch. Es ist immer eine hohe Bagage. Und dann habe ich noch das Mikrofon an, etc. etc. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo Sachen verkauft werden von Cubanito. Cubanito, muss man sicher richtig aussprechen. Er hat sein eigenes Modelabel rausgebracht. Ich habe ihn vorher heute gesehen, Backstage bin ich. Dann geht es hier weiter beim SRF. Dort haben sie mal... Achtung, hier geht es ab. Jetzt gibt es viele YouTuber, die mich nicht kennen. Also dann kommt noch der Hamza. Hallo. Ja, kein Problem, kein Problem. Oh, Scheiße, falsch. Hamza live. Wirklich, I love him. Er hat einen lustigen Instagram-Account. Samsung-Stang, Switch Now. Ich weiss ja noch gar nicht genau, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Aber man kann hier so Games machen mit dem Handy. Dann haben wir hier einen Stang, den ich mega wichtig finde, der von der Pro Juventute für Jugendliche, die irgendwie Sorgen haben oder einen Notfall haben. Es gibt halt einfach Jugendliche, denen es nicht so gut geht. Und da gibt es eine Nummer, die sie anrufen in Notfällen. Und ich finde es schön, dass sie hier einen Stang haben. Sie machen auch so Aufklärungssachen machen. So. Finde ich mega toll. Dann ist die UBS hier. Für das ganze YouTube-Money und für all das Geld, das fließt dank der Influencer und ich, der wirklich auch noch rumchillen kann. Nein, sage ich. Ich arbeite für nebenbei noch, aber eben, du bist an der Stange hier. Und jetzt wird es digital. Hier wird FIFA gezockt und sie haben ein gemütliches Sofa und hier hat es am meisten Leute, was eigentlich erstaunlich ist, und FIFA mal, ja. Weiter geht es in E-Sports Area, wirklich eine Mini-Area und der Mainstation geht es die Touren ab. Einer der Game-Götter an der TubeCon, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier geht es weiter mit Playstation, mit Xbox One. Und hier wird ordentlich Sport gemacht. Sie sind wirklich die ganze Zeit am Umturnen. Gumpen auf das hure coole Küsschen. Ich will einfach nicht gumpen, nur auf das Küsschen legen, aber es geht auch nicht. Hier kommt
noch die Nintendo Switch Stange und man hört bei meinem Mikro, es hat mega viel, die beim Mainstation sind. Ich weiß gar nicht, was genau abgeht dort. Ich muss jetzt heute schauen. Hier wird rumgesungen. Achtung! Oh, miau. Oh. Also, ich habe mein Panel durchgestanden und ich bin so froh, habe ich singen wir. Aber es war mega cool. Es hat wirklich recht viele Leute gehabt und das hätte ich niemals gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Herzlich willkommen zu meinem Panel. Ich bin Kitschwitch. Ich habe einen Kochkanal und dass es jetzt hier eine relativ überschaubare Anzahl an Zuschauern hat, liegt daran, dass ich wahrscheinlich der kleinste Furz im YouTube-Himmel bin, der hier überhaupt teilnehmen kann. Und vor etwa 3 Jahren habe ich dann angefangen, YouTube-Videos zu machen, weil man mir gesagt hat, es sei anscheinend unterhaltsam. Anscheinend. Und jetzt pflege ich hier so in einer Lounge innen und dann gehe ich mir wahrscheinlich im Parents-Bereich ein Bier kippen. Es hat nämlich extra einen Bereich für Eltern. Und da gibt es so spezielle Panels, zum Beispiel Rita von die Angelonas war da, hat über Mama-Blogger einen Beitrag gemacht. Ist wirklich, es hat so viele verschiedene Sachen hier, hammer cool. Aber jetzt muss ich zuerst mal eine Pause machen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bin durch. Ich mache nicht mehr. Tschüss!